فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Allah rızası için, bütün ölmüşlerimizin ruhu için, hasreten merhum Mevlüde teyzemizin ruhu için, uzaktan ve yakından buraya teşrif ederek el açıp amin diyen, acı günümüzü paylaşan, cenazeye iştirak eden bütün ehli imanın geçmişlerin ruhları için, hayatta olanların sağlık afiyeti için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Liebe Familie Gensch, die Anwesenheit von so vielen hohen Vertretern aus Deutschland, aus der Türkei, aus der gesamten Gesellschaft, auch aus der Politik, zeigt Ihnen, welche Bedeutung Mevlüde Genç für sehr, sehr viele Menschen und für unser Land hat. In erster Linie aber trauern Sie natürlich heute um die Ehefrau, die Mutter, die Großmutter, die Tante, um einen Menschen, mit dem Sie ganz persönliche Erinnerungen verbinden und der Sie alle geprägt hat. Wir, die Vertreter des Staates und der Gesellschaft, sind gekommen, weil Mevlüde Genç auch für uns alle und für unser Land ein ganz besonderer Mensch war. Nach dem schlimmen Anschlag 1993, der mit den schlimmen Verlusten für ihre Familie verbunden war, hat sie etwas Unvorstellbares geschafft. Nämlich sie hat sehr schnell die Hand gereicht zur Versöhnung, hat sich eingesetzt für den Frieden und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wenn man das einmal überlegt, ob man selbst diese Stärke hätte aufbringen können, wird, glaube ich, klar, wie unvorstellbar stark das gewesen ist. Welche Kraft das Gute in Mevlüde Genç hatte, Missgunst, Großherzigkeit entgegenzusetzen, Hass, Liebe entgegenzusetzen. Das hat sie zu einem ganz besonderen Menschen weit über ihren Tod hinaus gemacht.
für viele, viele Menschen in unserem Land. Wir werden diese besondere Kraft nicht vergessen. Wir werden das bewahren und als Vorbild immer wieder auch öffentlich als Kraftquelle nutzen, wenn wir einmal im Jahr die Mevlüt-Genç-Medaille verleihen, als Ansporn an andere, es Mevlüt-Genç nachzutun und in dankbarer Erinnerung für ihre unvorstellbare Großherzigkeit. Und trotzdem komme ich zurück zum Anfang, gedenken wir in erster Linie heute den Menschen, ihrer Frau, der Mutter, der Enkelin und der Tante. Ich wünsche Ihnen in diesen Stunden, Tagen, Wochen alle Kraft, die Sie brauchen, das durchzustehen. Und ich hoffe, dass dann Stück für Stück die liebende Erinnerung, die jeder im Herzen trägt, an Mevlüt Genç die Oberhand gewinnt. Wir werden Mevlüt Genç ein ehrendes Andenken bewahren. Lieber Domusch, liebe Familie Genç, liebe Solingerinnen und Solinger, meine Damen und Herren, unser Herz hier in Solingen ist voller Trauer. Eine große Frau lebt nicht mehr, der wir in Solingen und in Deutschland so vieles zu verdanken haben. Ich will als Oberbürgermeister aber auch sagen, dass ich traurig bin, weil ich Mevlüt Genç als Mutter kennenlernen durfte, die einen in den Arm genommen hat, die ein unfassbar großes, wundervolles Herz hatte und die in all den Jahren, angefangen 1993, aber und immer wieder aufgerufen hat mit ihrem Leitspruch: Lasst uns Freunde sein. Und das hat sie gelebt. Und das hat sie immer wieder in so wundervollen Worten uns ins Herz und in den Kopf gesetzt. Liebe Freundinnen und Freunde der Familie Genç, euch ist die Mutter gestorben. Das ist ein schlimmer Schmerz. Uns allen ist eine Mutter gestorben, die uns alle in den Arm genommen hat und alle in ihr großes Herz immer und immer wieder eingeschlossen hat. Ich bete mit euch. Und ich werde hier in Solingen weiter mit euch gemeinsam und so vielen dafür Verantwortung übernehmen, dass das, was Mevlüt mir ganz persönlich und in den letzten Tagen nochmal gesagt hat, als wir alle zusammensaßen, das Erinnern hochzuhalten an die schrecklichen Taten, dass nichts und niemand vergessen wird, aber auch, dass die Liebe die stärkste Kraft sein soll. Das werden wir hochhalten. Mevlüt, ich selbst und so viele und insbesondere die Solingerinnen und Solinger haben dir so viel zu verdanken. Wir werden dich nie vergessen. Und wir werden das, was du uns als Aufgabe mit auf den Weg gegeben hast, immer hochhalten. Ruhe in Frieden, Mevlüt. Herr Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister und alle Freunde der Familie Genç, die sich hier versammelt haben, um Mevlüt Anne auf ihren Weg, auf ihre Hochzeit weiter zu begleiten. Es sind sehr schöne Worte gesprochen worden, da gibt es nicht mehr vieles zu sagen. Und dass Mevlüt Anne die Kraft hatte, nach solch einer Grauenstat
in Solingen uns alle hier zusammenzubringen, spricht eigentlich die stärksten Worte. Ich habe Durmuş Amca gefragt, ob er irgendwas hätte, das ich sagen sollen, und er hat nur eins gesagt. Bitte dankt jedem, der hier ist, gekommen ist, mit uns zusammen ist und betet. Das Leben, das wir heute hier zusammen verabschieden, ist ein großes Beispiel für was Zusammenleben ist und für was Liebe ist. Deswegen werde ich nicht lange sprechen. Die Wörter, die Mevlüde Anne hier uns heute sagt und uns ins Herzen aufbringt, glaube ich, sagt alles. Ich hoffe, sie wird mit ihren Lieben zusammen sein, und wir werden, wie der Oberbürgermeister es gesagt hat, uns immer an sie daran erinnern, wie sie gelebt hat, was sie durchmachen musste, aber was sie für ein Beispiel gesetzt hat. Ich glaube, das ist ein Beispiel für jeden, der heute hier ist, aber der auch nicht hier ist, aber mit uns zusammen in die Zukunft schauen möchte. Herzlichen Dank für Ihr Beileid und im Namen der Familie, dass Sie hier sind. Und ich hoffe, dass die Erinnerung, die wir heute hier haben, für jedes Jahr weitergehen wird und dass wir zusammen in Frieden und Liebe leben können. Herzlichen Dank. Genç ailesinin sevgili mensupları, Sayın Eyalet Başbakanı, Türkiye'den gelen değerli milletvekillerimiz, misafirlerimiz, değerli vatandaşlarım, bugün Mevlüde annemizin kaybı vesilesiyle Mevlüde annemize veda etmek üzere, ona dua etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri bu şekilde kalabalık ve Mevlüde annemize yakışır bir topluluk olarak burada görmekten ben de büyük sevinç duydum. Her ne kadar acımız büyükse de Mevlüde annemiz böyle kendisi için kalabalık bir cenaze töreni yapıldığını görseydi ve görüyordu eminim, mutlu olurdu. Çünkü Mevlüde anne Almanya Türk toplumu için aslında sadece Türk toplumu değil, bütün Almanya'da yaşayan insanlar için örnek bir insandı. Hepimiz için anneydi. Mevlüde anne bundan 29 sene önce bulunduğumuz mekanda iki kızını, iki torununu, bir yeğeni kaybetmesine rağmen, o büyük acıya rağmen, bunlar doğal bir ölümle kaybedilmedi, bir saldırı sonucunda kaybedildi. O büyük acıya rağmen nefret duyabilecekken ve düşmanlığa sebebiyet verebilecek bir hareket içerisine girebilecek iken bunu yapmadık. O büyük acıyı içine gömdü, insanlık sevgisini öne çıkardı. Biraz önce Sayın Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi dost olalım dedi. Ve o dostluğu kendisi hayatında hepimize gösterdi. Hem Almanya'daki kendi yakınları, ailesi için, hem Almanya Türk toplumu için, hem de Almanya'da yaşayan bütün insanlar için. Bizler de hep birlikte Mevlüde Anne'ye layık olmak için burada yaşamaya devam edeceğiz. Özellikle Almanya Türk toplumu. Ama aynı zamanda 29 sene sonra yaşadığı 29 acılı seneye rağmen bu dostluğu her zaman gösteren ve etrafına yayan Mevlüde annemizin hatırası burada bizlerle yaşamaya devam edecek. Ama onun bu yaşadığı acılar, bugün onun ölümüyle bir araya gelen insanlar olarak bir kez daha hatırlamalıyız ki her türlü düşmanlık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, buna dayanan her türlü görüş toplumlar için hastalıktır, rahatsızlıktır. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek hepimizin görevidir. Bu aradan geçen sürede Almanya Türk toplumu ve Almanya başka acılar da yaşadı. Mevlüde annemizin cenazesi için buraya toplanmış iken bir kere daha hep birlikte bu düşüncelerle ona veda ediyoruz
ırkçılığın, yabancı düşmanlığın, nefretin her türlüsüne karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, ayrımcılığın her türlüsüne hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Hepinize burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Mevlüde annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Sabırlı duruşunu asla kaybetmeyen örnek bir insanı, cefakar bir anneyi son yolculuğuna uğurlayacağız inşallah. Birliğin, beraberliğin, kardeşçe bir arada yaşamanın, kin ve nefret değil, yaşadığı toplumda sevgiyi, saygıyı ve nezaketi ön planda tutan bilge bir anne, Mevlüde annemizin cenaze namazını kılacağız. Lütfen Mevlüde annemize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Yüce Rabbim yaptığınız bu helallığı dergâh hizmetinde kabul eylesin. Çektiği acıları, çektiği sıkıntıları cennetine vesile eylesin. Allah için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için selavata, meyyiti için duaya, 4 tekbirle uyduk hazırda olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmaîn. Alemlerin Rabbi, tüm varlığın sahibi olan Yüce Allah'ım, bugün burada yaşadığı derin acılara rağmen sağduyuyu ve sabırlı duruşunu asla kaybetmeyen örnek bir insanı, cefakar bir anneyi son yolculuğuna uğramak için bir araya geldik. Kalplerimizden geçen samimi dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Çocukları, ciğerpareleri, alevler içerisinde can vermesine rağmen yakmanın, yıkmanın, öfkenin, kin ve nefretin değil, geride kalan o küllerin içerisine yeniden sevgi ve barış tohumlarını ekmenin sembolü olan Mevlüde annemize gani gani rahmet eyle Allah'ım. Amin. Hatalarını setreyle ya Rabbi, kusurlarını sil ya Rabbi, günahlarını mağfiret eyle Allah'ım. Amin. Onun ve burada hayatını kaybeden yavrularının da mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Dünyada ateşle sınadığın bu kullarını cehennem ateşinden sen azat eyle Allah'ım. Amin. Ey Rabbimiz, merhuma annemizin de her fırsatta dediği gibi bizlere kardeş olarak yaşamayı, geçmişe takılı kalmadan geleceğe umutla bakmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Tüm insanlığı ırkçılık hastalığından sen koru ve emin eyle Allah'ım. Amin. Acısıyla tatlısıyla bir arada yaşadığımız şu güzel coğrafyada birbirimizi öfkelerimizden, birbirimizi ötekileştirmeden, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşayabilmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Amin. Bizlere bir arada yaşama şuuru nasip eyle Allah'ım. Amin. Bizlere bir daha bu türlü acılar, kederler, sıkıntılar gösterme Allah'ım. Ey ya Rabbi, bizi insanlıkta eş, dinde kardeş kılan sensin. Dünyayı bizi de birbirimize emanet eden sensin. Bizi birbirimize düşman olanlardan değil, birbirimize sahip çıkanlardan, koruyup kollayanlardan eyle Allah'ım. Amin. Ey Rabbimiz, dünyayı büyük bir barış yurduna çevirmenin, atacağımız küçük adımlarla mümkün olabileceğini bizlere unutturma ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz, biliyoruz ki her başlayan biter, her gelen gider, her yeni eskir, her yaşayan ölür. Bizleri tıpkı Mevlüde annemiz gibi bedeni ölse de amel,
fikir ve sözleriyle yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Hayatı boyunca kendisine birçok ödül verilen merhuma Mevlüde annemize hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir aklın hayal dahi edemediği cennetin muhteşem ödüllerini de sen nasip eyle Allah'ım. Amin. Obwohl ihre Kinder, ihre Schätze in einem grausamen Feuer ihre Leben verloren, ließ Mevlüde Genç nicht zu, dass Verbrennen, Zerstörung, Ausgrenzung, Groll oder Hass Einklang findet in die Herzen der Hinterbliebenen, sondern wurde ein Symbol dafür, Samen in die zurückgebliebenen Asche zu pflanzen und Liebe und Frieden zu sehen. Möge Allah sich ihre erbarmen und sie reichlich dafür belohnen. O Allah, verdecke ihre Fehler und vergib ihre Sünden und sichere ihr und ihren Kindern, ihren Enkeln und Nichten, die hier vor 29 Jahren ihr Leben verloren haben, einen Platz in deinem Paradies, wo sie doch auf Erde leiden mussten. O Allah, du bist es, der uns als Menschen zu Gefährten und in der Religion zu Geschwistern machte. Du bist es, der uns die Erde und einander anvertraute. Erleichtere es uns, einander zu schützen, anstatt zu verletzen, und einander zu ehren, anstatt zu kämpfen. O Allah, lass uns im Gedenken in Mevlüde Genç nicht vergessen, dass es möglich ist, diese Erde in einen friedvollen Ort zu verwandeln. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Alalım cenazeyi. Allahu Ekber, Allahu Geriye döndü. Marion, der Statter kommt jetzt noch.